Forderung de Moment vun engem degenéierte Patronat ass eng Senkung vun de Löhne op deitsche Niveau. Der sozialen Dialog ass blockéiert, Kollektivverträge bringe kein Resultate méi oder net viele Resultate. Beim Staat gëtt et Blockage vun de Gehälter. Strukturreformen sollen Ufangsgehälter beim Staat drastisch senken, den automatischen Avancement erschweren, an die Heichplätzen beim Staat fir Kaderen aus dem Privatsektor méi attraktiv machen. Strukturreformen sind noch am Rentesystem an am Gesundheitssystem, am Rentesystem an am Gesundheits- und Krankenkasensystem geplant. D'attacken, die wir im Moment erleben, an enger so enger stärker Form wie nach nie op den automatischen Indexsystem, dat ist so nach enke Dupassung von den Paien und Preisentwicklung, die Attacken visieren ganz klar ein Mechanismus von automatischer Lohnupassung, die staatlich geregelt ist. Dafür muss er weg. Nicht wenn es denen suchen, die in der Industrie oder der Wirtschaft gibt Spuren, muss weg, weil ein Symbol ist von staatlich regulierter Lohnpolitik. Den Austeritätspakt, mit dem de Budgetdefizite loser abgefüllt gehen, an denen Sternenausweltbetrieber an die Reich steht, nicht mehr Steuern genug bezahlen. Den Austeritätspakt, den lo angefordert wird, auch weil Banken mit staatlichen Geldern unterstützt sind, die letzten Jahre, geht zu 82% über Steuererhebungen für die Leute und immer zu 18% von den Betrieben gedrohen, am letzten Fall allerdings auch noch mit allerhand Gegenleistungen. Es soll eine linear, nicht progressiv Krisensteuer angefordert gehen, die kleinsten Salarien naturgemäß am meisten trifft. Auch sollen Frais de Déplacement, Kilometerpauschal, wie sie das in Deutschland nennen, halbiert gehen an steuerliche Vergünstigungen beim Häuserkauf, aber die Prämien sollen aufgeschärft gehen. Steuerpolitik soll löser von all Sozialüberlegungen aufgekoppelt gehen. So wird der Weg freigemäht für eine selektiv Sozialpolitik, eine sogenannte Caritaspolitik. Und es geht immer auch neben all die Spurmaßnahmen, nicht nur allein Zuen, es geht auch um eine grundlegende Veränderung vom Kräfteverhältnis zwischen Arbeit und Kapital. Das ist der eigentliche Zweck von den strukturellen Reformen, die permanent laufen und die noch weiter geplant sind. Durch all die Maßnahmen werden die Löhne in Zukunft noch weiter parallel zu den Profiten erholen. Für die erste Kehr nächstes Jahr wahrscheinlich auch an absoluten Zahlen und die Masse der Leute wird schon spüren, wer da ob sie zukommt. Und auch ob Gewerkschaften und ob die politische Gauche am Land kennt so manches zu. Es geht darum, für eine gemeinsame Politik von Interessenvertretung für das ganze Salariat zu entwickeln. Und das ist nicht einfach ist, bei der Zusammensetzung vom Salariat, die ich für drunter erwähnt habe, das ist sowohl klar. Die erste Etappe dazu aus der Kenntnis, was für eine Richtung die Regierungspolitik geht. Nämlich an die Gegenrichtung von dem, was wir wollen. Inegalitär, spalterisch, an Umverteilung von innen nach oben. Es war dafür auch notwendig an den letzten Jahren, die Politik von der Regierung, die falsch dargestellt ist, die markiert ist als eine Sozialpolitik, wofür auch besonders als Premierminister Juncker gestanden wird mit seiner ganzen sozialen Demagogie. Es war wichtig, die Politik, die Hintergrund von der Politik zu weisen, die Politik zu dekonstruieren. An die Lenk wird das konsequent gemäht an all den Jahren, auch zu so kruzialen Momenten wie die Steuerreform angefordert ist, die im Ursprung steht von aller Misere, von den mangelnden Finanzen, die da sind, für eine öffentliche Politik zu machen, an den Jahren 2001, 2002, aber im Tripartite-Akkord von 2006, wo wir nach Erlang durchstungen. 2010 war aber das Jahr, wo konsequent und koordinierter Widerstand von den Gewerkschaften zu verzeichnen war, die Regierung an ihrer bisherigen Hegemonie für die erste Kehr zu erlangen, immer frohgestellt wird. Es kann in dat nicht hoch genug abschätzen, was geschieht ist. Der Widerstand von einer geeinigten Gewerkschaftsfront, die nach
weiter Fortsetzungen nur wer tun, am Hirsch, auf weiteren Aktionen, viergängt den Krisepakt, den ich für tun, kurz skizziert tun, weiter Maßnahmen nach anzulegen. Zentr hier wird den politische System an noch ihren ewigsten Repräsentant, den Herr Juncker, und Kredibilität verloren, der durch die Sozialdemagogie für tun gewonnen hat. Der Bruch von der Kredibilität von der Regierung geht aber allein nicht durch. Muss ganz sehr von einer Veränderungsstrategie komplettiert gehen, die auch dem Stellenwert vom Wirtschaftsstandort Lützeburg an der Großregion Rechnung dreht. Was für eine Entwicklung wollen wir? Was für eine Rolle spielt zum Beispiel die Rentenreserve, die ja anhängt von einem Staatsbudget ist, 10 Milliarden, die investiert wird an internationale Fonds. Wie können wir die investieren an eine Wirtschaftspolitik hier am Land, hier an der Gegend? Wir brauchen nicht Männer, Mengen nicht wie einen neuen, mehr egalitären Modell Lützeburg, den anliegt, den auch dem einzigartigen regionalen Kontext von Lützeburg Rechnung dreht. Wir dürfen nicht vergessen, was Karl Marx gesagt hat, dass gesellschaftliche Veränderungen sich durchsetzen lassen, wenn sie anliegen, wenn es anliegt, dass sie mehr effikaz sind, wie das, was für drohen war. Und dafür geht es auch darum, für Alternativen auf den Tisch zu legen, für mit den Leuten viel zu schwätzen, darüber und zu gucken, wer den an einer konkreten Situation anders kann machen. Durch die multinationale Zusammensetzung vom Lützeburger Salariat stellen sich wohl so manche Probleme. Aber auch die Möglichkeit, weil so wie an einem Laboratoire, wenn sie eine kleine Verhältnisse, die wir hier haben, sowohl verschiedene Vorurteile zu entkräften, die es gibt, vis-à-vis von den Frontalien zum Beispiel, an zu einer neuen Solidarität zu kommen, nicht nur über Nationalitäten weg, die Teil zu Lützeburg gibt, aber auch über Grenzen weg. So Organisationen wie das, die zum Beispiel auch Größes gelegt, was die Integrationspolitik hier im Land selber geht. Es geht darum, Frontalien als mehr unzusehen, wie als ein Verkehrs- und ein Umweltproblem, wie ein variabel, unterbezahlten Main-d'œuvre oder als Konsumenten vom Kaktus und von anderen Geschäften. Aber am Übrigen als unfähig, sich hier am Land wirklich zu integrieren. Das war die Illusion, das ist keine Erfindung. Das steht an einem offiziellen Rapport von der Chambre von 2004 über die Migration, wo die Frontalis-Problematik, wie sie das so beschrieben wird, an Termen von Problemen. Vielleicht gibt die aktuelle Diskussion, von der Fabian Fedro geschwärzt wird, über das Kannergeld für die Frontalien, die Gelegenheit, so manche Missverständnisse, die entstanden sind, zu klären. Das sind doch ein bisschen optimistisch wie Fabian. Es weist aber zu Recht hin auf Probleme, die sich stellen. Aber ich meine, es sollen die Probleme umgehen und es sollen auch fertig bringen, dass die Leute verstehen, dass Präsenz von französischen, belgischen und deutschen Frontalien bei uns ein Entwicklungspotenzial sind für eine ganze Region und nicht ein Problempotenzial. Da sieht also damit einen Job, wenn wir ein Meeting nennen Solidarité sans frontières, dann ist das zu Lützeburg mehr wie ein einfacher Slogan, mit das eine Lebensnotwendigkeit. Aber wir freuen uns darauf, auf dem Punkt mit all unseren politischen und gewerkschaftlichen Machtstreiter, auch an der Europäischen Linkspartei, weiter Fortschritte zu erreichen. Ich so nicht merci.